Frank McCurt die Asche meiner Mutter. Opa im Norden schickt telegrafisch 5 Pfund für das Baby Alfie. Mom will das Geld abholen, aber sie kann sich noch nicht weit genug vom Bett entfernen. Dad sagt, er holt es auf dem Postamt ab. Sie sagt Melanie und mir, wir sollen mitgehen. Er kriegt das Geld und sagt zu uns, gut Jungs, geht nach Hause und sagt eurer Mutter, ich bin in ein paar Minuten zu Hause. Melanie sagt, Dad, du wirst nicht in die Kneipe gehen. Mom hat gesagt, du sollst das Geld nach Hause bringen. Du wirst die Pint nicht trinken. Na, mein Sohn. Geh nach Hause zu deiner Mutter. Dad, gib uns das Geld. Dieses Geld ist für das Baby. Jetzt sei kein unartiger Junge, Francis, tu, was dein Vater dir sagt. Er geht weg von uns und in Charles Pub. Mom sitzt mit Elfie in den Armen beim Feuer. Sie schüttelt den Kopf. Er ist in die Kneipe gegangen, stimmt's? Stimmt. Ich möchte, dass ihr zurück in diese Kneipe geht und ihn da herausholt. Ich möchte, dass ihr euch mitten in die Kneipe stellt und jedermann erzählt, dass euer Vater das Geld für das Baby verdrängt. Ihr sollt der Welt berichten, dass es in diesem Hause keinen Bissen zu essen gibt, keinen Klumpen Kohle, um das Feuer zu entfachen, keinen Tropfen Milch für die Flasche des Babys. Wir gehen wieder los und Melanie übt, so laut er kann, die Rede. Dad, die 5 Pfund sind für das neue Baby. Sie sind nicht für Getränke. Oben liegt das Kind im Bett und bleibt und brüllt nach seiner Milch und du trinkst die Pint. In Charles Pub ist er nicht mehr. Melanie will sich trotzdem aufstellen und seine Rede halten. Aber ich sage ihm, wir müssen uns beeilen und in anderen Kneipen nachsehen, bevor Dad die ganzen 5 Pfund vertrunken hat. In den anderen Kneipen können wir ihn auch nicht finden. Er weiß, dass Mom ihn suchen kommt oder uns schickt. Und an diesem Ende von Limerick und in der ganzen Gegend gibt es so viele Kneipen, dass wir einen Monat lang suchen könnten. Wir müssen Mom sagen, dass wir keine Spur von ihm gesehen haben. Und sie sagt uns, wir sind so rein gar nichts zu gebrauchen. Ach Gott, hätte ich doch meine Kraft. Dann würde ich in jede Kneipe in Limerick gehen. Ich würde ihm den Mund aus dem Kopf reißen, aber ja. Los, geht wieder hin und sucht alle Kneipen um den Bahnhof herum ab. Und versucht es auch in Nortons Fisch mit Frittenbude. Ich muss alleine gehen, weil Melanie Dünnpfiff hat und sich nicht weit genug vom Eimer entfernen kann. Ich suche alle Kneipen in der Parnell Street und Umgebung ab. Ich gucke sogar in den kleinen Abteilen, wo die Frauen trinken, und in den Männerklos nach. Ich habe Hunger. Aber ich habe Angst, nach Hause zu gehen, bevor ich meinen Vater gefunden habe. Er ist nicht in Nortons Fisch mit Frittenbude, aber an einem Tisch in der Ecke schläft ein betrunkener Mann. Und sein Fisch und seine Fritten liegen in ihren Limerick-Lieder gewickelt auf dem Fußboden. Und wenn ich sie mir nicht hole, holt sie sich die Katze. Also stecke ich sie mir unter den Pullover und schon bin ich wieder zur Tür hinaus und schnell die Straße hoch und setze mich auf die Treppe beim Bahnhof und beobachte die betrunkenen Soldaten, die mit kichernden Mädchen vorübergehen, und danke im Geiste dem betrunkenen Mann, weil er den Fisch und die Fritten in Essig getränkt und mit Salz beschichtet hat. Und dann fällt mir ein, dass ich, wenn ich heute Abend sterbe, im Stand der Sünde bin, weil ich gestohlen habe, und mit Fisch und Fritten vollgestopft direkt zur Hölle fahren könnte. Aber es ist Samstag, und falls die Priester noch in den Beichtstühlen sitzen, kann ich gleich nach dem Essen meine Seele reinwaschen. Die Dominikanerkirche ist gleich hier ein Stück weiter in der Glentworth Street. Segnen Sie mich, Vater, denn ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte liegt 14 Tage zurück. Ich sage ihm die üblichen Sünden und dann: Ich habe einem betrunkenen Mann Fisch mit Fritten gestohlen. Warum, mein Kind? Ich hatte Hunger, Herr Pfarrer. Und warum hattest du Hunger? Ich hatte nichts im Bauch, Herr Pfarrer. Er sagt nichts. Und obwohl es dunkel ist, weiß ich, dass er den Kopf schüttelt. Mein liebes Kind, warum kannst du nicht nach Hause gehen und deine Mutter um etwas zu essen bitten?
weil sie mich losgeschickt hat, damit ich meinen Vater in den Kneipensuppe erfahre. Und ich konnte ihn nicht finden. Und sie hat keinen Bissen im Hause, weil er die 5 Pfund verträgt, die Opa aus dem Norden für das neue Baby geschickt hat. Und jetzt tobt sie vor dem Kamin, weil ich meinen Vater nicht finden kann. Ich frage mich, ob dieser Priester schläft, weil er so still ist. Aber dann sagt er: Mein Kind, ich sitze hier, ich höre die Sünden der Armen. Ich beschließe die Buße, ich gebe Absolution. Ich sollte niederknien und ihnen die Füße waschen, verstehst du mich, mein Kind? Ich sage, ich verstehe ihn, aber ich verstehe ihn gar nicht. Geh nach Hause, Kind. Bete für mich. Keine Buße, Herr Pfarrer? Nein, okay. Ich habe Fisch mit Fritten gestohlen, ich bin verloren. Dir ist vergeben. Geh. Bete für mich. Er segnet mich in Latein, spricht mit sich selbst auf Englisch und ich frage mich, was ich ihm angetan habe. Wenn ich nur meinen Vater finden könnte, damit ich zu Mom sagen könnte, hier ist er und er hat noch 3 Pfund in der Tasche. Weil ich jetzt keinen Hunger mehr habe, kann ich die O'Connell Street auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite wieder runter gehen und auch die Kneipen in den Seitenstraßen absuchen. Und da ist er, ein Wiesens, eigentlich gar nicht zu überhören. Nur mich geht's rasant und niemand soll lachen, wenn die Mädchen mir schöne Augen machen. Und nur mir soll es nutzen, nur mir soll es frommen, wenn grün die Täler von Antwerpen mich heißen willkommen. Das Herz hämmert mir in der Brust. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, denn ich weiß, dass ich innerlich genauso tobe wie meine Mutter beim Feuer. Und ich kann nur eins denken: hineinrennen, ihm ordentlich ans Bein treten und wieder rausrennen. Aber das tue ich nicht. Denn wir haben ja auch die Vormittage am Feuer, wenn er mir von Coxolane und de Valera und Roosevelt erzählt. Und wenn er jetzt betrunken ist und vom Geld des Babys Pins spendiert, hat er die gleichen Augen wie Eugene, als er Oliver suchte. Und ich kann auch gleich nach Hause gehen und meine Mutter anlügen, dass ich ihn nicht gesehen habe und ihn nicht finden konnte. Sie ist mit dem Baby im Bett. Melody und Michael schlafen oben in Italien. Ich weiß, ich brauche Mom gar nichts zu sagen, denn bald, wenn die Kneipen schließen, wird er singend nach Hause kommen und uns einen Penny anbieten, wenn wir für Irland sterben. Und von jetzt an wird es anders sein. Denn es ist schon schlimm genug, wenn ein Mann das Stempelgeld oder den Lohn verdrängt. Aber ein Mann, der das Geld für ein neues Baby verdrängt, der ist tiefer gesunken als tief, wie meine Mutter sagt.